Letztes Jahr habe ich einen Zug über eine Klippe gefahren. Warum hast du das gemacht? Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, keine Ahnung. Ist eine lange Geschichte. Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep, Hat nicht gerade viel an. kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Danke, Alter. Danke, Mann. Was sollst du mit deinen Zähnen? Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Zu viele Infos. Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Ich sag locker bleiben und der sagt, du redest komisches Zeug, Mann. Ja, dann versteife doch noch mehr. So, das Foto ansehen. Vielleicht untersuchen. Da hat Trixie aber echt ein schönes Geweih. Das würde Edna aber ganz sicher nicht gut heißen. Das Geweih habe ich jetzt nicht so gedacht, aber... hübsche Rundungen. Ja, sorry, mir fiel jetzt nichts ein, was ich da irgendwie umrundet, man hat gesagt. Irgendwie umranden könnte, ja. Ich glaube, was macht die da? Ah, meine Brust tut so weh, dieser dämliche Metallkasten, ey, was soll denn das nur? Ich bin Bauchrednerin. Mach ich das nicht großartig? La 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 la. Das tu ich mir nicht an. Tu ich mir nicht an. Ja, vor allem euch nicht. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu Ich repräsentieren. brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Arme Trixie. Wir müssen reden. Oh ja. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als reden. Sorry Artie, aber ich muss jetzt mal kurz mit deiner... du weißt schon. Aber schon ein bisschen hart, war. Nur weil sie keine Amerikanerin ist, sondern Kanadierin, ist sowieso fast dasselbe. Nein, natürlich nicht ist dasselbe, aber mal von der Sprache her und so. Okay, von der Religion her, oder von den Sitten her, aber... na, ist egal. Ist ein tiefergründiges Thema, was ich hier nicht weiter erläutern will. Vielleicht mal einem anderen Stil von Let's Play. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett Wir tun auftaucht... es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Wieso auch einfach, wenn es doch kompliziert geht? Dass wie ein Diamant aussieht. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Woher soll ich jetzt hin?
Diamant-like Gegenstand finden? Doc, Hilfe! Hilf mir doch mal einer Mensch! Ups, ich habe irgendwie gerade vergessen, irgendwie den Part zu unterbrechen. Na, ist egal. Nehmen wir einfach weiter auf. Ihr seht dann schon, wo er, wann, wie auch immer aufgehört hat. Ach, eine kleine Aufnahmesession. So, was ist jetzt mit Lorin? Wir werden hier los. Ich habe einen Plan. Wohl eher, sie hat einen Plan. Trixie, hilf mir! Gut. Gute Neuigkeiten. Trixie spielt wohl bei meinem Plan mit. Tu, was immer du tun musst, aber bitte verrate mir nur keine Einzelheiten. Von mir aus, meine Güte. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrate ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Na, du musst es ja wissen, ey. Verdammt, wo kriege ich jetzt den falschen Diamanten? Oder den richtigen, oder was auch immer. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrate ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Oh je, das wäre auch schon. Dad hat mir nie von der Hill Valley Expo erzählt. Das war die Idee des Bürgermeisters. Er hatte die Vision, dass Hill Valley große Investoren aus der Technologiebranche anziehen würde. Jedoch fand die Sache nach 3 Jahren ihr Ende, als ausgestellte Grippeviren in den Imbissstand geraten sind. Oh. Ja, oh. Darauf hätte ich wohl auch nichts Besseres antworten können. Es ist echt schwer, ein anderes Fahrzeug zu finden. Sind Sie sich sicher, dass ich nicht... Erst nach dem Test. Vielleicht gibt es sogar eine Regionalbahn. Im Jahr 1931? Ach ja, nun, ich bin mir sicher, du findest schon etwas. Ja, nee, ist klar. Toll, Doc, dankeschön. Ja, was jetzt? Was habe ich hier noch alles? Was ist eigentlich das da? Nein! Aus, Marty, aus! Marty, er gehorcht mir nicht mehr. Ja, Wann öffnet die Expo? erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Ja, halt mal die Klappe, Mensch, jetzt rede ich. Ja, Wann öffnet die Expo? erst... Und tschüss. Voll abgewürgt. Ganz toll. Diamanten. Das reicht mir aber. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Ja, dankeschön. Hinweis, bitteschön. Für Trixie's Plan, Edna eifersüchtig zu machen, benötigt sie einen falschen Diamanten, ein paar Pilze und ein Babyfoto von Emmet. Das wäre ein Fotoalbum gewesen, aber egal. Irgendwo vor der Highschool befindet sich ein diamantförmiger Gegenstand. Highschool, hier gibt's eine Highschool? Das ist doch der, oder? Aber das ist doch die Highschool. Diamantförmiger Gegenstand, so, Hier war's. Eben das Rathaus, dachte ich doch eben gerade. Diorama. Was ist denn Diorama? Diorama! Ja, natürlich, Marty. Lauf erstmal 10 Kilometer daran. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben. Circa 1981. Nicht wirklich. Ich glaube, auf der Zeitachse war ich noch nicht. Aber das bitte schön erst in einem Zurück in die Zukunft Teil 5 Spiel. Das Hill Valley der Zukunft Ausstellungsstück wirkt ein wenig instabil. Ja. Knopf. Und nach dem Regen ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Süße Hill Träume, Valley Hill daran Valley. erinnert, dass Die ihre Expo Wünsche möchte sie erfüllt daran werden erinnern, und alles, das was sie Leben brauchen, schön um ihre ist. Träume wahrzumachen. Da ist doch einer. Bei Hells Eisenwaren. Wir haben ihn. Hells Eisenwaren seit 1895 Nein, die nicht Dienste mit- Um unserer das Warte, Hill Valley der warte. Zukunft zu erleben. Circa 1981. Da ist doch diamantförmiges Prisma, das wollte ich doch. Ich leihe ihn mir nur aus. Ging doch ganz flott die Karotti. Was gibt es aus, als wenn es... Ja, ist schon gut, ist schon gut. Die holen ja bloß raus. Raus aus diesem Stand. Ja, wieder mal ein toller Reim. Gut, wir haben das Prisma. Das wie ein Diamant aussieht. So ähnlich zumindest. Trixie bleibt mal stehen. Hey, Alte! Voila. Hallo, ziemlich schick für einen falschen Klunker. Gib her.
Mach so weiter und ich finde noch echt Gefallen an dir. Find lieber falschen Gefallen an Emmet. Ich arbeite dran. Was ist mit den Pelzen und dem Fotoalbum? Ich bringe sie Ich Ihnen. arbeite daran. Gut, hier ein Hinweis, ob ich das bekomme. Was liest du eben jetzt stärken? Hä, von dem habe ich denn das bekommen? Ist das von Aidner? Ah, ja, stimmt, ja, sorry. Sorry, das habe ich ja selber notiert. Also, ich meine natürlich, Marty hat es notiert, nicht ich. So, Hinweise. Der Trick ist, ja, haben wir bereits gehabt. Ein paar Pelzen außerhalb der Highschool in einem nicht ganz offensichtlichen Ort versteckt. Ja, das ist also die Highschool, wa? Eigentlich ist das Rathaus, aber nö, ist eine Highschool. Moment, jetzt habe ich dich gerade richtig hingeglotzt. Ich habe mir auf die Highschool geachtet. Oh, nein! Oh, verdammt. Was ist das ja momentan? Den kapiere ich nicht ganz. Ein paar Pelze sind außerhalb der Highschool in einem nicht ganz so offensichtlichen Ort versteckt. Okay. Kann ich in dem Fall hier weggehen? Darf ich? Kann ich? Jetzt sagen wir, ich muss den Lastwagen kidnappen. Kidnappen. Nee, ich kann hier nicht weg. Ey, willst du mich verarschen oder was? Ich nehme mal den Lastwagen. Na, tschüss. Er sagte tschüss. Keine Schlüssel. Ich muss woanders ein Gefährt finden. Oh mein Gott, Jesus. Marty, wieso machst du es immer so schwer? Hey Kumpel, Na toll, der wieder. Ja, der wieder. Was ist mit deinen Zähnen? Ich will es ja nicht wissen, aber vielleicht ist es ja witzig. was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Oje, 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 oje. Echt jetzt, was ist mit deinen Zähnen los? Nichts, gar nichts, ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnte ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Hä? Was ist denn mit Kuchen? Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Bleib sauber, Cuba. Das versuche ich doch immer. Was sind jetzt also so? Jetzt habe ich einen Algenkuchen, ganz toll. Gut, dass die sich nie durchgesetzt haben. Ja, ich stelle mir das eigentlich besonders schmackhaft vor, mir noch zu sagen. Wie geht's weiter? Das, nee, das Diorama? Hilft mir das Teil vielleicht auch nochmal? Ja, das so. Ich dachte gerade, wäre irgendwo falsch durchgegangen. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, circa 1981. Ja, versuchen wir es. Was ist denn das eigentlich zu der Zukunft? Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland, ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Corleone. Das juckt mich nicht. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht. Naja, wissen Sie. Ich werde für Sie nachsehen. Ich wollte sowieso gerade in die Richtung. Nein, wollten Sie nicht. Das Letzte, was er braucht, ist noch eine Ablenkung in letzter Minute. Aber... Na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland! Doc! Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. Na, wenn das mal gut geht. Gut, wir haben das Skateboard. Heißt das jetzt, wir können hier abhauen? Zugskateboard. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Toll, was soll ich jetzt damit? Den Typ anwerfen oder was? Ey, ich will draufsteigen. Hallo?
Ah, das glaubst du wohl nicht, Teddy. Hi, Trixie. Oh, hey Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmet trennen. Ach ja, richtig. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Was ist mit den Pelzen und dem Fotoalbum? Ich bringe sie Ihnen. Ja, bin doch schon dabei, Kindchen. Nur nicht so... Ey, ich wollte doch... Trixie, Oh, hey, und Ey, ich wollte vorbeigehen. haben Sie denn jetzt... Ja, klick, klick, klick. Sorry, Leute, dafür. Toll, ich hab's... Ja, Mann. Marty, geh mal da durch. Dankeschön. Wo ist jetzt doch ein Krieg? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Da hinten stecken die beiden. Na, sollen die mal machen, was sie wollen. Ja, ist ganz toll. Wie komme ich jetzt hier raus? Dank meinem verschärften Zug, Schrägstrich Skateboard, brauche ich den DeLorean nicht zur Fortbewegung. Ja, und was brauchst du sonst zur Fortbewegung? Ich hab doch gerade gesagt, du sollst mal abhauen. Ach, dieser Marty McFly, ey. So, Skateboard. Kann ich jetzt irgendwie da drauf? Ah, Straßen, na Gott sei Dank. Warte, Emmet. Hoffe, du bist bereit für eine Trennung. Schwapp. Und weiter geht's. Ja, Mann. Cool, cool. Und schon bin ich da. Emmet? Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt. Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke. Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt. Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon. Das Problem kennen wir. Okay, kein Musterbürger, wa? Na, stimmt ja, war doch was. Ja, seltsam. Was? Seltsamer Drucker. Wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey, Die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mit Hilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Scheißmaschine. Gut, hätten wir das, was? Gedankenkartendrucker, Mentalaffinitätsmesser, ja, das ist ja schön und gut. Gedankentestschalter, immer Gedenkkarte. Hatte auch sowas wie ein Aquarium. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Was stand der Knopf zum Wechseln der Dias? Nichts passiert. Der Knopf wechselt während des Gedankentests zwischen den Dias. Er funktioniert nur, wenn der Test gerade läuft. Ja, du musst das ja wissen. Ja, Mann. Marty! Geht doch.
Staffelei bringt uns auch nichts. Eintopf? Nee, danke, ich habe schon gegessen. Ist jetzt nichts Wichtiges. Generator. Kurbel die Kurbel. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Warum? Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn aus der Handkurbel herausgebrochen. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann... Au! Bekommt man einen Stromschlag. Hättest du das nicht 10 Sekunden vorher sagen können? Ach, okay, duck. Nee, was hat's hier? Ölkanne. Ölkanne. Plattenspieler, zu dem komme ich gleich noch. Aquarium, Ölkanne. Was ist das? Das ist eine Kanne Motorenöl, Raketentreibstoffabfall und diverse chemische Reste meines aufgegebenen Raketenautos. Eklig. Ja, es ist in der Tat ziemlich eklig. Wärst du wohl so freundlich, es zu entsorgen, wenn du gehst? Sicher. Jupp. Und natürlich, das überzeugen von, dass er mit schlampig ist. Ah, was kann es tun muss hier? Was macht die Bakterienkultur? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. Ist ja höchst interessant. Der Plattenspieler. I Don't Care von Trixie Trotter? Edna mag diese Art von Musik nicht wirklich, aber ich finde sie sehr beruhigend. Oh. Oh nein! Schalt das ab, Marty! Nein, nicht ausschalten! Das ist meine Lieblingsstelle. Ja schon, aber Alter, schalte gleich eine andere Musik ein. Ja, I don't care, ich glaub's auch nicht. Das heißt sogar etwas anderes, aber... Staffelei! Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kid Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Ganz ehrlich, es sieht aus wie geschissen. Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf. Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Und glücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Schwer. Extrem. Meine Mutter hatte aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Ist mir gerade egal, wir haben da ein paar Bilder. Ja. Das ist ja. Übrigens, die Staffelei, schwer fokussiert auf den Output, sage ich jetzt mal. Martin sagt den Verstopfung, ich sag den Output. So. Und Trap. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Trap, das hätten wir. Bingo! So, was brauchen wir jetzt? Wir haben das Fotoalbum, wir haben die Ölkanne. Ja, meinst du, es bringt das bei Edna, weil er schlampig ist damit? Ja, könnte vielleicht was bringen. Ich brauche aber noch die Pelze. Was Edna schafft neben neuem irgendwie beschmutzen. Das ist nicht so einfach als das. Und Jep. Emmett. Gucke mal, hier ist das Vögelchen. Hey Emmett, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch. Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen 0 tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Huch, was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmett, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment,
Heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmet? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Kann ich das Teil vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, sabotieren oder so? Oder mal 12 Stunden in die Zukunft schicken? Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, einiges. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Und schwuppdiwuppi. Was zur Hölle ist das? Was? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Okidoki. Wie war das jetzt genau? Wir haben die Sprühflasche. Können wir jetzt irgendwie damit ihn voll sprühen? Ich sollte es noch behalten. Vielleicht muss ich noch was reinigen. Wenn das Zeug ein paar Stunden älter wäre, könnte ich Emmets Anzug damit auflösen. Gut, ein Fall für den Doktor, für den Onkel Doc. Wir gehen nochmal wieder. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerede über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmet, nein! Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt gleich. Nein! Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann noch viel romantischer. Ding feiert werden, das verdanke ich nur dir. Gern geschehen. Ja, wir sind ja so toll, ey. Oh. Ein Ring hat er den jetzt bei sich, oder kann ich den mal kurz schwuppdiwuppi mitnehmen? Sieht mies aus, na egal. Dann gehen wir mal wieder, Freunde. Freunde des Spiels, Freunde der Zukunft. Hey, Emmet, ich muss für eine Weile raus. Ich dachte, Edna hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon. Na, ich will's mal hoffen. Juhu! Und zurück. Die quatschen immer noch, ey. So, jetzt reicht's mir. Ich fahr mal eine Runde. Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün wird. Nein, noch kein grünes Licht. Vielleicht kann ich es ja ein bisschen beschleunigen. Hier ist sie sicher. Ja, sicher auf jeden Fall, dass... Oh, sorry Leute, bin gerade ins Mikro gekommen. So auf jeden Fall, ja. So auf jeden Fall, dass er nach 12 Stunden wieder zurückkehren würde. Egal, wir haben jetzt das Babybuch. Und gehen damit zu Trixie-Lein. Trixie Trotter, der trotteligen Blondie. Inventar, das Fotoalbum und let's go! Let's go! Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow! Sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreife mich nicht an Kindern, Kleiner. Jetzt bring mir die Pelze. Dann sind wir im Geschäft. Ja, natürlich immer diese Frauen. War immer wollen sie das Größte, das Schickeste, das Teuerste. Nächster Hinweis, wo ist es am Pelzen aus der Highschool? Nicht ganz, aber durch den Ort versteckt, hast du schon mal gesagt. Was? Moment mal kurz. In der Hilfe in der Vergangenheit aussteigen. Ja, ist ja schon noch gut. Was benutze Emmets Reiniger mit den Pelzen in der... Das... so befreien. Ja, zuerst muss ich sie finden. Wo sind die denn? Ganz so oft versteckten Ort. Hi, Trixie. Ah, ich hab doch gar nicht auf sie geklickt, Mensch. Ich arbeite dran. Jetzt Ja, na, arbeite schneller daran.
Das glaube ich jetzt nicht. Ich kann nicht mehr vorbeilaufen. Jetzt bring mir die... Das Spiel gleich ab? Nee, zum Glück nicht. Wie jetzt noch einen? Knopf drücken, um Hill Valleys urzeitliche Vergangenheit zu erleben. Na gut, wenn dieser Dinosaurier Tyrannosaurus heißt, werde ich... hm. Ach, Marty, klick doch einfach drauf. Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein. Doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet Sie nur Ärger, wenn Sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn Sie in Schulden versinken, tja, Sie könnten auch in etwas viel klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Diesen Blick in die ferne Vergangenheit präsentierte Ihnen Lamonts Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Jetzt sag bloß. Höhle. Ja, klar, ist ein Höhlenmensch, oder? Pelze gespendet von Lamonts Hermelinpelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Sie stecken in der Teergrube fest. Das können wir ändern. Mit der Ölkanne. Ich will das nicht mit dreckigem Öl vollschmieren. Nee, will ich auch nicht. Ich habe dafür eine andere Idee. Der Dog ist noch beschäftigt. Marty. Ach, diese Steuerung. Jedes Mal rege ich mich aufs Neue drüber auf. Rennt doch mal! So. Jetzt rein, da musst du die Sprühflasche mit Reiniger holen. Emmets Formel. Noch so gut wie neu. Man weiß ja nie, wann man mal wieder etwas Klebriges auf die Sachen bekommt. Genau, genau. Wie sieht's aus? Nein, noch kein grünes Wie Licht. lange dauert das denn? Na egal. Zum Diorama. Knopf drücken, um Hill Valleys urzeitliche Vergangenheit zu erleben. Das überspringen wir mal schnell und befreien direkt den Pelz. Gut, dass ich das vor dem Ablauf von Emmets 12-Stunden-Frist gemacht habe. Sonst hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. Dann nimm ihn doch mal raus. Dann wollen wir mal die Pelze ablegen, nicht wahr? Gut, jetzt hätten wir das eine gemacht. Bin mal gespannt. Wir haben Nerzstoller. Ja. Gut, jetzt hoffen wir mal, dass wir den Zersatz nicht mehr brauchen. Marty, gehst du bitte mal einfach geradeaus, Marty. Immer der Nase entlang. Es ist so einfach, weißt du. Geht doch. Ja, jetzt lege ich ihn wieder mal rein. Wie gesagt, man weiß ja nie. Gut. Sehr gut. Upp. Perfekt. Und dann würde ich mal sagen, jetzt könnten wir glatt die Pilze zu Trixie abgeben, aber wisst ihr was? Das machen wir erst in der nächsten Folge, genau, mal ein bisschen hier einen Cliffhanger verursachen, nicht wahr? Und hier ein bisschen Spannung aufzubauen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Zurück in die Zukunft. Vielleicht ist das ja auch schon das Ende von Episode 4, wer weiß, wir nehmen schon eine Weile auf und so. Könnt ihr alles sein. Wir kommen ganz gut voran, denke ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu! Mann, bin ich müde, ey. Morgens um 4 nicht mehr auf. Das ist einfach nur gesponnen, hey.